Hallo zusammen, hier ist der Crown Cletus, auch bekannt unter dem Namen Chris, und wir haben den Block dabei. Hallo zusammen, Crown Block am Start wieder einmal mit den USAs. Ja, voll. Und das hat ganz einen speziellen Grund, wieso dass ihr jetzt das Video hier seht, aber der spezielle Grund kommt erst ein bisschen später. Ja, genau. Und wir sehen, du bist hier als Spezialist unterwegs, ist eh klar, wenn man auf Moab-Jagd geht. He? Ja gut, Moab-Jagd, was heisst Moab-Jagd? Ich meine, ich habe da jetzt einfach mal etwas zusammengespielt. Ich spiele ja immer mit dem Spezialist. Ach schon? Ja, weil Okay. alles andere gibt keinen Sinn für mich. Ich meine, wenn ich jetzt hier so schaue, wie die Leute spielen, ich meine, also ich sage jetzt mal, jeder zweite, den ich kill, hat Attentäter und Blind Eye. Es ist einfach nur zum Kotzen. Darum sage ich, scheiß drauf, spiele ich mit dem Spezialist. Na Logo, nein es ist eh geil. Wenn du dann alle Perks hast. Und wie äußert sich das dann mit der Aussage? Ich meine, was hat die dann alles für Aufsätze? Es ist eine gute Frage, es ist eine rechte Spekulation da. Also so ziemlich viel sagen, du kommst auch Range über, aber wir werden später sehen, dass dem nicht so ist irgendwie. Es wird jetzt gerade die Situation kommen, denke ich mal, wo ich da nicht vor der ganzen Runde durchgeschraubt habe. Jetzt schön, jawohl. 3 Hitmarker. Ja, aber du bist auch noch gar nicht der Spezialist gewesen, gell? Aha, ja, das habe ich gerade. Ja, stimmt, ja, sorry. Ja. Aber nein, das ist eh leid. Ja, da Akimbo Noob halt. ja, scheiß drauf. Die Range ist ja nicht so groß und wenn man auf Distanz kommt, kannst du schnell switchen und dann ballerst du ja schnell über den Haufen. Ja, Nein, aber ich meine, das bei den Akimbos ist immer noch ein interessantes Thema, aber mittlerweile bin ich auch ein bisschen der Meinung, wenn sie sie schon nicht schwächer machen, ist man fast dumm, wenn man sie nicht braucht. Ja, voll, so habe ich mich auch umgestellt, ja. Genau. Da verkacke ich nochmal Kopfschuss. Ja, diese mit der Schalldämpferpistole. Alle zusammengeschrauben in der Lobby, aber scheißegal. Weißt du, ich mach das mal live hören, wenn du sie echt durchdrehst. Ja, nein, das Problem ist, ich schieße immer die anderen zusammen, obwohl es mein Fehler ist. Was, die in deinem Team oder die Gegner? Ja. Die in deinem Team? Hey, nein. Ja, immer. Ich keine Ahnung, das sind so Reaktionen. Okay. Und eines Tages wirst du dich dann fragen, wieso das niemand mehr mit dir spielen will. Ja, das ist jetzt schon der Fall, oder? Die sind ja froh, wenn ich gehe. So soll es eben sein. Ja, sicher, nein. Da muss ein Dumm schnurren. Oh, Scheiße, ja. Okay. Ja, aber eigentlich wäre es für dich vielleicht auch nicht schlecht, mal ein bisschen anderes Games zu zocken, weißt du? Ja, ich habe jetzt Prototype durch, Fallout 3 habe ich jetzt bald durch, Fallout New Vegas habe ich bald durch, Skyrim habe ich durch, also... Oh shit, okay. Also du bist schon ein bisschen Game-Nerd, hä? Es geht so, ich meine, was willst du machen in dieser verlorenen Welt, in diesen ganzen Emos, die da rumgangstern? Jetzt ist auch ein bisschen Schwenker da. Ja, schon, aber es ist gleich, oder? Der Aimbot aktiv, wie unser lieber Klitus das meint, oder wo er per WhatsApp geschrieben hat. Was? Nicht. Ja, da deine Nachricht, die du geschrieben hast, Aimbot und so, gell? Also. Ich weiss von nichts. Ja, du weißt von nichts. Nein, das war doch gar nicht die, die das mit Aimbot geschrieben hat. Nein, es ist einfach dein Name drauf. Ja? Nein, das Ding jemand hat meinen Account gehackt. Nein, weil ich sage jetzt einmal Aimbot. Ich bin schneller wie ein Aimbot, sage ich jetzt einmal frech. Weil ich habe die USAs gespielt, jetzt seit 4 Prestige. Ich habe sie jedem Prestige auf mindestens Gold gespielt und ich habe jetzt etwa 8.000 bis 9.000 Kills gemacht mit der. Ja. Und ich habe immer noch den Stand von einer 1,6 KD fast, also das ist nicht schlecht. Und ja, das Problem ist halt einfach, manchmal ist sie recht unzuverlässig und verbindungsabhängig. Also manchmal läuft es wie draussen, wenn es regnet, läuft es einfach scheiße, wenn die Sonne scheint, wie in dem Gameplay. Das andere ja nachher dann, ja, also dann läuft es halt mal ein bisschen besser. Aber du bist doch einer, der nicht so gerne hat, wenn die Sonne scheint, oder? Nein, ich bin ja ursprünglich ein Russe und ich hasse die Sonne, ehrlich gesagt. Was ein Russe? Ja, logisch. Ich bin mir eigentlich so, also meine Lieblingstemperatur ist und bleibt -2 Grad, das ist das schönste Wetter. Schon, gell? Ohne Schnee, das ist schön. Ja. Ja. Nein. Ich meine... Sehr abgefahrene Scheiße, die du von dir gibst. Ja, normal, es ist einfach so. Oh, das ist schön. Das ist ganz nice. Kann ich nicht gesehen. Gut, vor allem die zwei Spassis haben auch dort gegeneinander, weißt du, oder gegenseitig sich wegdrückt beim Aufklettern. Genau, ja. Schöner Moment. Eben zurück zu der USAs. Ich meine, ich habe die Waffe wirklich, ich habe sie komplett
angeschaut, wie ist die Range, wie weit gehen die Kugeln, wie weit breitet sie sich aus. Also ich habe die Waffe wirklich im Grund und Boden nie studiert. Und mit der Zeit kommt man halt auch so das Gespür über, wenn jetzt einer kommt. Ich meine, das ist jetzt auch eine schöne Situation. Da sieht man es jetzt nicht, aber der Schuss ist links am Kopf vorbei. Und ich meine, das war auch Glück gewesen. Was, der Schuss ist am Kopf vorbei? Vom Gegner, der jetzt gestorben ist vorher, ist der Schuss auf mich zugekommen, an der Kiste vorbei, also einen Millimeter gefällt, das wäre ein Kopfschuss gewesen. So ja. Es hättest aber schon recht angeschossen. Ja, ich habe recht Glück gehabt. Da habe ich gewusst, da habe ich gerade zweimal hintereinander geschossen, da habe ich gewusst, das kann nichts werden. Ja. Aber er ist nach dem ersten halt schon. Nein, er hat schon 2 gebraucht. Ja. Nein, ich meine, es ist immer wieder Respekt. Ja, Pumpi ist hart, wie du sagst, genau durch das, dass man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass sie immer zuverlässig funktioniert wie eine MP7. Ja, eben. Und, ja. Ja, aber weißt du, ich spiele jetzt eben schon so lange schon mit Schrotflinten, dass ich es mir gar nicht gewöhnt bin mit MP7. Weil ich bin mir gewöhnt, einen drücken, Gegner geht um. Und wenn du mich mit einer MP7 siehst, dann lachst du dich kaputt, ich drücke einen auf den Knopf und wird geköpft. Also ja. Weil dann nur gut, ich denke auch, du würdest es irgendwie schnallen, dass du ein bisschen länger schießen kannst mit der MP7. Ja, sicher. Ich meine, ich habe Pippe 90 auf Gold gehabt, aber irgendwie ist mir einfach zu noobig. Ja, Logo, Das sind wie die mit dem Sniper halt spielen, weil sie finden, dass du mit regulären Waffen zu wenig Herausforderung hast. Hey. Und man kann ab und zu auf Kollegen schießen, das ist auch easy. Ja, das ist ein aktiver Fail-Aimbot gewesen. Das war schon ein Gegner gewesen. Da ist eine ganz heiße Situation, da. Von der Granate und dort ist ein Gegner. Ja, oh, das ist schön, so Moment. Ja, ganz geil. Und eben, du kommst häufig mit dem Leben davon, obwohl du recht angeschossen bist. Aber genau das ist dann auch extrem spannend, wenn man es dann überlebt. Ja, sicher. Das Problem ist immer, also ich weiss nicht, es wird auch so Situationen geben, wo ich schnell stehen bleibe wie da, weil ich einfach nicht weiss, wo das Gegner kommen. Weil wenn wir auf der Karte, also auf dem Radar schauen, wo die Gegner, also wo unsere Leute sind, und manchmal bei A hinten sind, dann weiss ich nicht, kommen sie von links, kommen sie von rechts, ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und genau jetzt zum Beispiel sind sie beim A vermutlich gespawnt, weil die alle eigentlich mehr beim B oder beim C waren. Ja. Und dann ist es dumm, wenn du einfach nur raussäckelst. Da habe ich mich gerade schon abgesprochen mit den anderen Crow-Jungs, die dabei waren, also die Infinity und die Special. Ja. Und dann hat sie eben gesagt, ja, bei ihnen hinten sagt niemand, da habe ich gewusst, wo ich runter durchgehe, weil sicher einer dort ist. Ja. Da habe ich nochmal so einen Fail. Okay, ja, das ist gut. Nein, wie ich sage, Schnupflippen musst du einfach extrem schnell spielen, weil wenn du langsam spielst, die hauen in den Grund und Boden nicht, also da kannst du gar nichts machen. Ausser wenn irgendjemand im Ecken hockst. Ja eben, aber ich bin einfach, das ist jetzt auch so eine Situation, dank einem Attentäter, oder? Weißt du, was ich meine? Was dank dem Attentäter? Ja, der hat mich nicht gesehen, weil der Name nicht erschienen ist, wegen dem Attentäter, oder? Ah, ja, Logo, Mann. Eben. Pro-Version, klaro. Man sieht ja auf der rechten Seite die Perks, die ich dabei habe. Ich meine, ich spiele Fingerfertigkeit, Attentäter und ruhige Hand. Und wenn man ja sieht auf der rechten Seite, ist der Hardliner erst auf dem 6, also auf dem 3 dort. Ja. Und das ist eben der Grund, weil du weißt, eben nie treffe ich den Gegner von Anfang an schon. Okay. Und dann, ich meine, wenn die jetzt 2 Abschüsse machen und ihre Radar ruhen, dann kann ich nichts mehr machen, oder? Ja. Darum komme ich gar nicht an die Gegner ran. Ja, das ist halt das Taktische. Ja, das macht aber schon Sinn und gut überlegt, ja. Ja. Nein, das Haus hasse ich einfach, weil das schimmelt ab und zu mal so richtig so. Ja, aber mit der Pumpe kann man dort schon das ist natürlich geil, ich spiele auch ab und zu mit dem Dings. Meisterschütze ist natürlich eben auch sensationell. Sie ist auf Gegner, also sie ist auf Distanz halt schon und du kannst halt umlaufen. Aber schießen solltest du dann gleich nicht, weißt du? Ja, sicher das schon, aber ich meine, wenn du siehst, dass der 70 Meter weiter weg ist von dir, dann kannst du ihn vergessen. Ja, Logo. Aber eben, weißt du, ich habe häufig auch ein bisschen yeah! Ja, das ist... ist gepickt, weißt du, geil. Wenn der Typ, ich glaube, er hätte zuerst sogar noch messen oder hat dann einen zweiten Anlauf noch gebraucht oder so. Ja, sicher. Bei jedem Fall ultra knapp, aber gratulieren, Mann. Ja gut, ultra knapp. Ich habe in dem Moment auch die Mo abzünden, weil das Gameplay recht knapp wird. Ich meine, wir sind auf 185 Punkte gewesen. Ja, aber weißt du, dieser, der dich gekillt hat, der ist so nicht bei dir gestanden. Der hätte eigentlich auch schon ein bisschen von weiter entfernt losschießen oder so. Ja, und ich bin ja nicht auf Penny Knife aus. Ja. Ich kann es auch nicht auf dem R3, ich kann es auf dem Kreis, also ich brauche es gar nicht. Dropshot tue ich auch nicht, aber ja, ab und zu in den Reaktionen tue ich mich halt verklicken und dann Messer irgendwie wild in die Gegend rum. Ja, okay. Ja, aber das ist halt immer noch eine Glaubensfrage. Messer oder Dropshot, aber
Da hat noch den Special Abschlusskill gemacht. Ja, das ist schön. Dort bist du dann auch noch ganz schön zu sehen. Ja, campen das ich. Ganz geil, ganz geil. Und das Geilste war sowieso, weißt du, der andere, es war so ein Engländer in der Lobby, er so, very nice mob, very nice. Der UTM Kyle wieder, der very nice mob, very nice. Okay, ja, natürlich umso schöner, wenn man das noch hört. Ja, dann hat er mich noch so gefragt, mit was für einer Waffe. Dann habe ich gesagt, ja, eben USAs. Er so, what the fuck, you are me play with the USAs. Oh! Das war wieder geil gewesen. Und jetzt meinst du, hast einen neuen Kollegen online, ha? Ja, ich habe ihm mal eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ja, Logo. Das ist immer cool, wenn man easy Leute trifft. Ja, sicher. Der Infinity ist auch nicht schlecht durch den mit 51,8, ha? Ja, voll, ja, voll. Ist ein guter Spieler. Ist auch ein bisschen so ein wetterabhängiger Typ. Manchmal ist er gut, manchmal ist er schlecht, wie ich halt auch, oder? Ja, ja. Nein. Ich spiele nur mit Guten, also hallo. Ja, Logo. Wir haben keine Noobs dabei. Ja, und selbst wenn, auch die können etwas dazulernen werden, dann gut. Ja, sicher. Nein, es war interessant gewesen, endlich einmal können beweisen, dass ich es jetzt das zweite Mal geschafft habe. Ja. Ja, das ist so. Ja. Das bin ich noch schuldig. Mal schauen. Was bist du mir schuldig? Aber das zweite Mal zu zeigen. Aha. Anyway, aber ich glaube, die Leute jetzt schnell zu Fall vom Black Screen anschauen. Ja, voll. Darum würde ich mich mal bedanken. Ja, voll, für dein Gameplay. Ja, danke fürs Kommentar. Ja. Und schöne zusammen. Tschüss zusammen.